Genau. Ich freue mich sehr auf die Predigt, die wir jetzt gerade hören dürfen, von der Deborah und der Christa, gell? Ich habe sie heute Morgen schon ein bisschen kennenlernen und ich darf euch sagen, dass es ein sehr guter Morgen wird. Sie haben gesagt, sie werden einen lustigen Morgen mit uns machen, aber auch einen ernsten Morgen mit uns machen. Und ihr dürft euch wirklich sehr fest mit mir zusammen auf die Predigt freuen. Und ihr seht, ich bin noch so ein bisschen am Ramblen, weil wir warten jetzt noch auf den Link nach oben. Funktioniert es? Super! Wir sind jetzt verlinkt mit euch unten. Herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade dazugeschaltet sind, für euch im klassischen Gottesdienst. Wir freuen uns sehr, dass wir den heutigen Gottesdienst dürfen, via Kamera, via Mikrofon mit euch zusammen feiern. Wir haben zwei hoffnungslose Optimisten mit einer hoffnungsvollen Geschichte, die jetzt vorkommen dürfen, Deborah und Christa, und die Bühne übernehmen. So schön sind Sie heute Morgen da. Ihr stellt euch zuerst noch kurz vor. Ihr dürft noch applaudieren. Danke vielmals für die Einladung. Auch alle, die ich jetzt nicht sehe. So schön, dass wir heute da sein dürfen. Mein Name ist Deborah Schenker. Ich bin seit 2,5 Jahren Geschäftsführerin vom Hope in Baden. Und das ist Christa. Sie hat den Gründer vom Hope kennt und sagt, ein Kreis in ihrem Leben hat sich geschlossen mit der Anstellung, auch vor 2 Jahren im Hope. Christa leitet das Karten-Kreativprojekt und ist auch als Gassenarbeiterin unterwegs. Wir sind ein 17-köpfiges Team und über 70 Freiwillige, wo auch einige von euch da drin sind. Zum Aufbau von heute Morgen, wir haben ein toughes Programm. Zuerst möchten wir unsere Arbeit ein bisschen vorstellen, dann einen kurzen fachlichen Überblick zum Thema Sucht geben, dann unsere persönlichen Geschichten und noch einen Ausstieg aus biblischen Perspektiven. Jawohl, wir feiern das Jahr im Hope 40 Jahre. 40 Jahre Hoffnungsgeschichte. Und dürfen mitten in Bad an der Stadtturmstrasse 16 Hoffnung geben den Menschen. Das wollen wir gebührend feiern, das Jahr mit 4 Anlässen. Wir haben euch noch Flyer mitgebracht. Es gibt dann auch die Möglichkeit, an diesen Veranstaltungen noch genaueres erfahren über unsere Arbeit. Weil das hat heute Morgen gar nicht alles Platz. Aber wir wollen euch gleich einen kleinen Überblick geben. Ja, was zeichnet uns aus? Was ist unsere Mission? Warum gibt es uns überhaupt? Es ist Gottes Liebe, wo wir ausdrücken in christlicher Nächstenliebe, so wie Jesus uns gelernt hat. Den Hungrigen haben wir zu essen gegeben, den Durstigen haben wir zu trinken gegeben, die Kranken haben wir besucht und im Gefängnis sind wir auch vorbeigegangen. Und das dürfen wir machen, den Geringsten, einfach denen, die durch alle Maschen durchgefallen sind in unserer Gesellschaft, dürfen wir die Hoffnung geben und die Liebe zeigen. Der Fred Grob, kennt sicher einige von Ihnen, hat uns das tolle Bild gemalt zu unserem 40-jährigen Jubiläum. Und das könnten so ein bisschen Gäste sein, die bei uns auch so auf Besuch sind. Aber bei uns ist, wir sagen, im Hope ist jeder Mensch ein VIP. Egal, von wo er kommt, was er glaubt, ob er arm oder reich ist, das ist einfach gleich. Und viele sagen, es ist für sie eine zweite Heimat. Ihr seht das als Statement, das wir gesammelt haben für die Jubiläumsausgabe. Sie sagen, es ist wie eine Familie für sie. Und das dürfen wir hier leben in Baden. Amen. Angefangen hat das Ganze in den Katakomben. Das war in der Halden unten. Im Bad hat es angefangen mit einer Teestubenarbeit und Gassenarbeit in dem Sinn, wo man einfach auch das Evangelium weitergegeben hat. Und ich habe den Gründer noch persönlich kennt, den Rudolf Kaleita, der dort unten war. Genau. Zu dieser Zeit hat es eigentlich, wie sagt man, schon grosse, also langsam ist die Drogenszene immer grösser geworden. In Zürich hat es angefangen mit der Rivi, das habe ich selber noch kennengelernt. Nachher ist der Blattspitz gekommen, Letten, Bäckerallee und so weiter. Und auch im Boden haben wir Drogenszene gehabt. Und gerade dort ist auch das Hope reingekommen, wo wir Hoffnung bringen durften. Und wir im Hope haben verschiedene Sachen. Genau.
Es hat angefangen, dass Gründer wirklich gratis Suppe gekocht haben im Tea Room an der Stadtturmstrasse. Also wir sind seit 40 Jahren am gleichen Ort. Und es sind einfach Menschen, die durch alle Maschen gefallen sind. Die haben hoffnungslose Fälle. Und dort fängt unser Bereich an, wo wir wirken. Das ist in der Fachwelt, sagt man, das ist der Bereich von der niederschwelligen sozialen Arbeit. Die Angebote zeichnen sich eben aus, dass sie unbürokratisch sind. Man kann einfach helfen. Sie sind anonym. Und es geht hauptsächlich darum, dass man Vertrauen aufbaut zu den Menschen. Dass wir rausgehen, auch in der aufsuchenden Gassenarbeit, gehen Menschen besuchen an Ort und teilweise über Jahre einfach bei ihnen sind und das Beziehungsangebot aufbauen. Wir sind gut vernetzt mit ganz vielen Amtsstellen, mit Institutionen, mit Kliniken, mit Ärzten. Wir arbeiten ganz eng mit der Polizei zusammen. Weil es geht darum, die Menschen auch wieder ins System zu integrieren, ihnen weiterzuhelfen, dort, wo sie eben, ihnen weitergeholfen wird, wenn sie dann parat sind dazu. Wir haben über 40 Angebote, wo wir in diesem kleinen Haus alles anbieten, in diesen Bereichen der 4B. Und da wird uns Christa jetzt ein paar Sachen erzählen, was wir alles so machen. Genau, also das eine sieht man gerade, das ist die Lebensmittelabgabe, die jeden Dienstag stattfindet, ein kleines Dream Center hier im Boden, wo wir einfach gratis Esswaren abgeben. Sehr ein gutes Besuchsangebot. Wir geben auch Kleider abgeben, wo wir auch immer wieder dankbar sind, dass wir Kleider überkommen, Schuhe und so weiter. Dann haben wir unser Restaurant, wo man auch sehr gerne mal essen dürfen, wenn man möchte. Man kann für 12 Franken bei uns zu Mittag essen. Es gibt immer ein 4-Gang-Menü. Und was haben wir noch weiter? Ich sehe das Bild nicht. Tara. Freiwillige. Ohne Freiwillige geht es bei uns gar nicht. Wir haben über 70 Freiwillige, die mit Herzblut zum Teil wirklich für uns arbeiten. Es geht nicht ohne Freiwillige. Da sind wir so dankbar. Wir haben einen Coiffeur, der einmal im Monat kommt, Haar schneiden für ganz ein kleines Geld, dass man auch immer wieder schöne Frisuren hat. Dann nachher haben wir unser, wie sagt man, das Gassenfeuer. Wir haben im Winter auch Tee, Kaffee oder Suppe abgeben, mit den Menschen in Kontakt gehen. Und ein Teil von euch haben auch da an unserer Gassenweihnacht mitgeholfen. Mega cool Abend gewesen, wo wir am 24. einfach draussen waren und haben in der Fondue-Hütte Fondue essen und auch so immer wieder einen Glimpse vom Evangelium weitergeben. Weil das ist in all unseren Angeboten immer wieder drin. Wir geben Jesus Christus weiter. Dann nachher, jung und alt, kommen bei uns rein. Es ist jeder willkommen. Jeder darf reinkommen. Das ist auch, da sieht man, wie sagt man, die Strickgruppe. Oder sieht man, doch, die Strickgruppe. Und auch die, wie sagt man, die alten Damen, die kommen jeden Freitag lesen und an der Weihnachtsfeier, das herzige Viertel, das es da gegeben hat. Sie kommen so gern. Es ist einfach so etwas Wunderbares. Genau. Dann nachher, okay, Handlettering haben wir auch, das ist am Freitagnachmittag. Da haben wir einen Nachmittag, der einfach Gemeinschaftsnachmittag heisst, da darf jeder kommen. Man kann einen Kaffee trinken, man kann etwas malen, man kann einfach sein oder eben auch lesen, was wir vorher gesehen haben. Dann nachher unser Kreativprojekt, da bin ich vor allem zuständig. Wir produzieren Karten auf Bestellungen. Und die Menschen dürfen einfach kommen und eine Arbeit haben. Das ist etwas Wichtiges für ihren Ablauf. Und wir können auch noch sonst, wie sagt man, Sachen herstellen zum Verkaufen. Sei das Gewürze oder Polenta oder was auch immer. Für das, was wir einmal gerade Auftrag haben. Dann nachher gibt es auch noch Malerarbeiten, Hausdienst, wo im ganzen Haus einmal stattfindet, wo wieder Zimmer neu gestrichen werden. Ja, es ist alles zusammen findet bei uns an der Badener Straße 16 statt. Also Stadtturmstraße, Entschuldigung. Ja. Danke vielmals, Christa. Ja, es geht sehr viel bei uns, ihr hört es. Und ein grosses Angebot ist Beherbergen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt Menschen, die zu uns kommen, die haben keinen einzigen Schlüssel, die haben keinen Ort, wo sie reingehen können. Und bei uns sollen sie ankommen. Sie bekommen einen Schlüsselbund im Übergangswohnen und werden mit dem Körbli willkommen geheissen.
Wir haben 37 bewilligte Betreuungsplätze und sind da finanziert von IV und Sozialhilfeleistungen. Und gemeinsam mit dem Verein Notschlafstelle in Aargau führen wir die einzige Notschlafstelle im Kanton Aargau. Wir sind auch die einzige Institution, die nicht abstinenzorientiert ist, wo Menschen, die noch aktuell konsumieren, aufnehmen. Und da sind wir einfach die einzigen im Kanton Aargau, die überhaupt für die Menschen einen Platz haben. Wir sind dann oft auch die letzte Hoffnung für die Amtsstellen, für die Beistände, die einen Platz verzweifelt suchen für die Menschen. Ich spreche noch ganz kurz die Finanzen an, das ist wichtig. Wir haben Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Baden für Gassenarbeit und eben etwa 1 Million nehmen wir ein durch die IV-Leistungen und 0,5 Million ist jedes Jahr Spenden. Und da danke ich euch an dieser Stelle auch allen, die schon seit Jahren treu spenden. Danke allen Club 50-Mitgliedern, danke allen Hope-Partnern, wie es neu heisst. Ohne euch könnten wir die Arbeit so nicht machen. Ja, die meisten von unseren Klienten sind von einer Suchterkrankung betroffen, oder psychischen Erkrankung. Und wir haben es eben mit Fällen zu tun, die austherapiert sind. Eine Suchterkrankung ist eine Krankheit, die sich durch ein unbeherrschbares Verlangen und nach einer Substanz oder einer Tätigkeit auszeichnet. Also medizinisch unterscheidet man von stoffgebundenen Süchten, das ist Alkohol, Drogen, Medikamente, und stoffungebundenen Abhängigkeit, das ist dann Tätigkeitssucht, das ist Glücksspiel, Sport, Arbeiten, Sex. Der Betroffene erlebt durch das Ausleben von seiner Sucht ein Hochgefühl oder auch eine Entspannung und kann bei schwerem Erlauf gar nicht mehr anders eigentlich Glücksgefühl erleben. Und er muss das unbedingt wieder haben, dem sagt man Carving, der Suchtdruck. Und um jeden Preis muss er das haben und er wird sogar kriminell oder tut sich prostituieren für Geld, um die Drogen zu bekommen. Das könnte jetzt von Heroin sein, die Aussage. Du hast mir süße Träume versprochen, aber vergessen mir zu sagen, was der Morgen bringt. Das ist, die Suchtmittel aktivieren im Hirn das Belohnungszentrum und die Folgen und Veränderungen bleiben teilweise Jahre bis Jahrzehnte bestehen, auch wenn man dann von der Sucht befreit wird. Die Ursachen von einer Sucht sind noch nicht umfassend geklärt. Oftmals haben die Personen schwere traumatische Erlebnisse oder kommen aus sozial benachteiligten Milieus. Wir haben ganz viele junge Menschen, das tut mich sehr bewegen, wo die Eltern schon drogenabhängig sind und sie haben wirklich keine Chance, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, kennen gar nichts anderes wie den Ausweg aus der Sucht. Es ist auch ein schleichender Prozess. Man weiss zum Beispiel auch, dass ganz viele Menschen erst nach der Pensionierung alkoholsüchtig werden. Vielleicht wegen der Einsamkeit, wegen Schmerzen. Und das hat mir mal so gefallen. Das hat eine Professorin uns vorgestellt. Es ist ein Strich in einer Linie. Es gibt nicht, entweder bist du gesund oder krank. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich trinke auch einmal ein bisschen viel Kaffee, wenn ich gestresst bin. Oder am Abend ein Gläschen Wein. Es ist ein Strich auf einer Linie. Und jeder Mensch ist ein ANP, annähernd normale Person. Und das hilft auch, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, die Menschen auch zu verstehen und die Barmherzigkeit zu haben. Bei einer schweren Suchterkrankung verdichtet sich die Anzeichen. Die Betroffenen ziehen sich immer mehr zurück, sie isolieren sich, sie können teilweise nicht mehr arbeiten. Die Sucht führt zu finanziellen Problemen. Im Extremfall verlieren sie Beziehungen. Es kann eben zur Obdachlosigkeit führen, bis hin zu schweren gesundheitlichen Schäden oder Tod. Was Anzeichen sind, ist Toleranzentwicklung. Also das heisst, du brauchst für die gleiche Wirkung immer wie mehr von dieser Substanz. Und Entzugssystem. Entzugssymptome. Wenn du aufhören willst, hast du diese Symptome. Die häufigste illegale Droge ist Cannabis im Jugendalter. Mehr Buben als Mädchen sind betroffen. Bei den meisten Jugendlichen spielt dabei die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Vordergrund. Also Drogen helfen, um lockerer zu werden.
Aber doch bei 10% der Jungen, die das konsumieren, ist auch irgendwie eine Veranlagung da oder gibt es schwerwiegende Folgen, Psychose, also schwere psychische Krankheiten mit Schäden, die nicht mehr reparierbar sind oder nur schwer. Und diese Personen landen dann eben auch im schlimmsten Fall bei uns im Hope. Suchterkrankungen muss man ärztlich behandeln. Es gibt einen ganzen Mix aus Methoden, die man hier macht, Medikamente, stationär, einen Entzug, viel Gesprächstherapie und es ist ein langer Weg, ich habe euch das auch aufgezeichnet. Es gibt viele Rückfälle, Auf und Abs und ja, so eine Suchterkrankung kann bis 30 Jahre dauern. Also, und in diesem Prozess begleiten wir Menschen. Und es muss oftmals sind sie auch stigmatisiert. Sie schämen sich extrem. Da lesen wir ein Statement von, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, von einem Betroffenen, ja, der gesagt hat, ich werde im Hope nicht wahrgenommen als Mensch und nicht als Sozialschmarotzer. Das ist das, wo wir einfach ihnen geben wollen, die Liebe und die Annahme, egal was für den Umstand sie kommen. Und dabei arbeiten wir mit dem Modell von Recovery. Das ist eine wissenschaftliche Methode, wo man hilft den Menschen, einfach die Stärken spiegeln, dass sie wieder aufstehen können. Und das kann sowohl bedeuten, wir begleiten sie in einer Abstinenz oder auch, wir helfen ihnen helfen, dass sie ihr Leben meistern können mit der Suchtkrankheit. Und da hat auch Christa ganz einen wichtigen Beitrag in diesem Prozess. Was wir eigentlich auch machen, sechs in der Beschäftigung, das ganz Wichtige ist, wir nehmen die Menschen, jeden Einzelnen, so an, wie er ist. Sie sind geliebt. Sie dürfen sich selber sein. Und was wir ihnen geben, ist eine Struktur. Das ist manchmal auch noch wichtig, dass man eine Struktur hat im Leben. Das können arbeiten sozusagen. Und für die Arbeit, die sie bei uns machen, kommen sie aber auch eine Belohnung über. Und jeder Mensch ist einfach, egal was er kann, es ist jeder wichtig. Ob jetzt einer einfach ein Kleberli aufklebt, eine Karte faltet oder einmittelt oder was immer alles gibt. Es ist wie unser Körper, jeder Teil ist total wichtig und so genau nehmen wir die Menschen wahr. Und was einfach, das liebe ich auch, wir dürfen ihnen auch immer Hoffnung mitgeben. Wir haben bei unseren Angeboten auch immer einen kurzen, kleinen Input oder es Gespräche stattfinden während der Beschäftigung, wo man zuhören kann, wo man beten kann, wo man Hilfe weitergeben kann. Und das ist, wenn man so ein Statement hört, das man vorher hatte, also das ist mir sehr, sehr, das ist mir sehr eingefahren gewesen. Ja. Oder hat mich berührt, so muss man es sagen. Ja, wir versuchen, eine Person ganzheitlich wahrzunehmen und sie unterstützen in ihrer Lebenswelt. Das kann sie Wohnung suchen, das kann sie Formular ausfüllen und sie einfach begleiten. Und alle, die wir arbeiten mit diesen Menschen, müssen wir diesen Satz glauben. Unterschätzt nie einen Menschen, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen. Und diese Hoffnung ist schon Therapie. Das ist schon der Glauben am Mensch. Das ist schon eine Therapie. Das ist schon ein heilendes Umfeld für die Menschen. Und das ist auch sehr spannend, dass gerade Spiritualität auch in der Fachwelt immer wie anerkannter wird. Vor allem in dem Bereich, wo wir sind. Sagen, ja, probiert es aus, kann ja nichts schaden. Nützt es nichts, so schadet es nichts. Aber wir können das voll nutzen. Das ist wirklich... und wir leben aus dem Glauben und aus der Hoffnung heraus. Wir haben im Team Gebetszeiten und wir beten auch für Personen, für die Menschen, die wir zu tun haben. Ich habe euch noch ein Beispiel aus der Bibel mitgebracht, von einem Suchtkranken. Das ist der verlorene Sohn, kennen ihr alle. Er hat das ganze Erbe vom Vater genommen und hat ein exzessives Vergeuden von allen seinen Ressourcen, von seiner ganzen Lebenszeit und Lebenskraft. Und er hat nichts mehr am Schluss und musste Schweinefraß essen. Und oftmals müssen wir so Schweinetrogerfahrungen zulassen, auch im Umgang mit suchtkranken Menschen, bis der Punkt kommt, wo sie merken, der Tiefpunkt, der Leidensdruck ist so groß, Besinnung kommt. Und dann
können Menschen freiwillig zurückkommen. Dann wissen sie, trotz der Scham, es ist der Punkt, wo ich aufgebe und zurückkehre. Und er konnte zurückgehen, weil er die vertrauensvolle Beziehung zum Vater hatte. Und das machen wir ja auch. Wir bauen die vertrauensvolle Beziehung auf, dass sie wissen, wenn irgendetwas ist, kann ich kommen, kann ich dort hingehen. Da sieht man noch ein Bänkchen, das wir haben. Wir haben manchmal Menschen, die nicht einmal in der Notschlafstelle übernachten können. Und da haben wir so ein Bänkchen, dass niemand muss am Boden liegen muss, wenn es Minustemperaturen hat. Und einfach hier ein bisschen bei unserem Hauseingang Unterschlupf finden. Ja, jetzt kommen wir zu unseren persönlichen Geschichten. Es gibt Zeugnisse von Menschen, die sind wie der Paulus vom Blitz getroffen und erleben eine radikale Befreiung. Christa hat das erlebt vor 40 Jahren und seither ist sie von ihrer Sucht befreit und crazy in love with Jesus. Ihr werdet es dann schon noch sehen. Ja. Meine Geschichte würde ich so als Wendeltreppe oder als Weg bezeichnen. Stufe um Stufe in einem über 20 Jahre langen Prozess hat es meine Familie und mich in ein Leben mit immer mehr Freiheit geführt, ohne Sucht und Go-Abhängigkeit. Genau. Beide Geschichten von uns sollen einfach das Zeugnis sein und für das stehen wir da, dass es möglich ist, dass man von Suchterkrankungen geheilt werden kann, dass man Muster überwinden kann und mit der Sucht auch gut leben kann. Weil wir haben das erlebt. Es gibt immer Hoffnung und Gott löscht den glimmenden Docht nie aus. Er gibt immer wieder eine Chance. Amen. Jesus, er ist so real, er ist lebendig und er ist die Hoffnung. Ich möchte anfangen mit einem Kärtchen, das ich das letzte Jahr gefunden habe bei der Hausräumung, das meine Großmutter mir zu meinem ersten Geburtstag geschrieben hat. Sie hat geschrieben: Liebe Christa Sophia, zu deinem ersten Wiegenfeste mögen dich begleiten unsere aufrichtigsten Glückwünsche. Unser Herr und Gott möge dich führen und leiten, bewahren von allem Bösen. Er möge dich zu einem kräftigen Gotteskind heranwachsen lassen, an dem er und die Eltern und Großeltern ihre helle Freude haben können. Er, unser Gott, er möge immer bei dir sein, jetzt und bis an dein Lebensende. Nur er, liebe Christa, nur auf ihn, liebe Christa, ist Verlass. Alle Menschen trügen. Nur er ist treu und beständig. Glaub es mir, dein Spreiterbacher Großmutti. Als ich das gelesen habe, kurz vor meinem 60. Geburtstag, hat mich das zutiefst berührt, weil mein Leben hat alles andere ausgesehen danach, dass ich weder unserem Gott, weder meinen Eltern, weder meinen Großeltern eine helle Freude war. Das Gegenteil ist passiert. Ich bin auf einer Abwärtsspirale, habe ich mich bewegt. Ich kann schon früh nach dem Sinn vom Leben fragen. Ich habe nicht gewusst, warum ich da bin, bin lebensmüde gewesen. Ich kann mir welches Leben nehmen. Ich habe angefangen Zigaretten rauchen, habe angefangen kiffen. Ich habe nicht gewusst, warum ich da bin. Und habe mich eigentlich auch nur noch schwarz angelegt. Mein Zimmer war schwarz, meine Haare, die noch länger waren. Man hat mich eigentlich, wie sagt man, ist zugedeckt. Man hat mich auch nie gesehen lachen. Das meiste ist ja, wenn man Jesus dann irgendwann einmal kennenlernt, es braucht ganz viele kleine, verschiedene Säumchen. So war es auch bei mir. Es war aber die bettende Großmutter, die im Hintergrund gebetet hat und schon so etwas geschrieben hat, das dann wahr geworden ist. Die letzte Stufe, bevor ich Ja gesagt habe zu Jesus, war in einem Hauskreis, wo ein junges Ehepaar mir gesagt hat: Christa, du kannst Jesus Christus persönlich kennenlernen. Weil ich habe immer an einen Gott geglaubt. Ich habe gewusst, dass es einen Gott gibt, aber ich habe ihn nicht gekannt. Und an diesem Abend haben sie mir auch gesagt: Hey, weisst, Jesus, er ist der Weg. Er ist das Leben. Und er ist die Wahrheit. Und nur durch ihn kannst du Gott kennenlernen. An diesem Abend bin ich heimgegangen, wie es für einen Katholik. Ich bin katholisch aufgewachsen, gehört, auf die Knie gegangen, habe mein Leben Jesus übergeben.
Von diesem Tag her hat Jesus Christus mein Leben angefangen zu verändern, Schritt für Schritt. Er macht es heute noch. Was aber etwas war, was outstanding war und es hat bis heute ist, hat mir eine Freude gegeben in mein Leben. Eine Freude, die von innen kommt. Er hat mir einen Sinn und eine Zukunft gegeben. Drogen habe ich sofort aufgehört. Was dann nachher noch war, geraucht habe ich dann noch ein bisschen weiter, frisch, fröhlich, wie das so ist. Ja, aber man kann auch von dem frei werden. Wie ist das bei mir gegangen? Wir haben in Würrelos, also ich komme aus Würrelos, bin dort auch aufgewachsen, in der alten Kirche, ich habe das Blättchen noch gefunden, am Samstag, am 13. November 1982, haben wir den Film gezeigt, mit dem «Das Kreuz und die Messerhelden». Und an diesem Abend habe ich nachher gefragt, nach dem Film, «Hey, könnt ihr bitte für mich beten, ich möchte aufhören rauchen». Okay, man ist befreit von einer Sucht, ja, aber jetzt wie bleibt man frei von dieser Sucht, das Rauchen? Weil ich hatte die Cravings, die Deborah vorher geredet hat. Das sind Cravings, ich wollte Zigaretten rauchen. Ich habe das ganz einfach gemacht. Es gibt die herzigen Neuen Testamentchen von den Gideons. Ich kann das austauschen, das Zigarettenpäckchen ist etwa gerade so gross, das Jeansjäckchen hat gerade gut drinnen geplatzt. Ich war viel auf der Bushaltestelle, weil ich auf Baden bin, ich weiss nicht mehr, in die Schule oder was auch immer. Und dann auf der Bushaltestelle statt, was machst du mit der Hand, wenn du rauchst? Was machst du? Ich habe die Bibel vorgenommen, habe angefangen die Bibel zu lesen und angefangen Bibelverse auswendig zu lernen. So bin ich frei geworden von Zigarettenrauchen. Das ist so eine Episode aus meinem Leben. Das andere ist, das würde den Rahmen sprengen. Ich bin mal, mein erster Mann, der Simon, der war 5 Jahre heroinsüchtig. Er hat 1000 Franken gebraucht am Tag für seine Drogensucht. Der Simon ist durch den Glauben an Jesus Christus frei geworden, nach ein paar Abstürzen am Anfang auch frei geblieben. Jesus Christus befreit, egal von was für eine Sucht. Teil von da innen haben ihn noch gekannt. Sie nicken. Jawohl, es ist so. Jesus Christus, er befreit. Wir haben zusammen nachher Gassenarbeit gemacht, wir haben Drogenarbeit gemacht, wir haben Prävention an der Schule gemacht. Und nachher ist beim Simon das HIV-Virus ausgebrochen. Nach dem Ausbruch innerhalb von 6 Wochen ist er gestorben. Das heisst, er ist homegegangen to glory. Die gute Nachricht an dem ist, er ist jetzt ein Cheerleader und mit allen zusammen, die schon verstorben sind, tut er uns anführen. Er sagt, hey, Doris, hey, alle, wer kennen wir noch? Der Remo, Andi, Deborah, Christa, bleibt dran, weil es ist die Wolke von den Zeugen, die vorausgegangen ist, sie sagen, bringt das Evangelium weiter, weil das Einzige, was wir im Himmel nicht mehr machen können, ist, Jesus Christus weitergeben und Menschen für Jesus zu gewinnen. Das wird nicht mehr möglich sein. Darum, jetzt ist die Zeit, für das zu machen. Genau, der Kreis hat sich geschlossen bei mir, das hat Deborah gesagt. Unterdessen darf ich im Hope arbeiten. Ich habe meine Stelle, die ich hatte, gekündigt, trotz meinem Alter, trotz Corona-Krise, trotz Wirtschaftskrise, ohne dass ich gewusst habe, was wird kommen. Was gekommen ist, dass ich im Hope arbeiten als eine Leitung von einem Kreativprojekt, als Gassenarbeiterin. Ich darf in diesen predestinated Weg, die Gott vorbereitet hat, wandeln. Und ich meine, die Geschichte würde weitergehen. Aber jetzt tue ich der Deborah übergeben. Gott ist gut und Gott ist treu. Er befreit. Danke, Christa, für die Blitzgeschichte. Es bewegt mich selber immer wieder, wenn ich die höre. Und es ist ein Vorrecht, mit der Christa zu arbeiten. Und sie sprudelt und die Freude ist bei ihr drin. Auch ich habe eine Geschichte über den Weg. Es ist ein bisschen länger gegangen, vielleicht eine Befreiung, aber ich habe schon als Kind immer Sonne gezeichnet. Das war gerade die Zeit, wo das Hope entstanden ist. Wie wenn ich schon gewusst hätte, dass ich mal im Hope lande. Unser Logo hat ja eine Sonne. Mein Weg hat aus der Überverantwortlichkeit und Co-Abhängigkeit geführt. Das nächste Bild. Du möchtest alle retten. Und erst wenn es den anderen gut geht, dann darfst du an dich denken. Du richtest dein Leben völlig nach dem Wohlergehen vom anderen und würdest alles geben, dass es deiner suchtkranken Mutter gut geht. Aber meine Mutter hat selber den Weg aus ihrer Esssucht gefunden. Und ich musste nicht Gott spielen und meine Mutter retten und kontrollieren. Dass meine Mutter heute
auf einem gesunden Weg ist und immer noch lebt, obwohl es mega kritisch war, das ist für mich so stark, dass ich für jeden Menschen den Glauben habe, egal wie es aussieht. Ich weiß, es ist mit Gottes Hilfe, manchmal mit viel Arbeit, Gespräch, Loslassen, Strategien, ist es möglich. Meine Mutter hat zum Beispiel seit 20 Jahren einen strikten Essensplan, den sie heute noch einhält. Und ich habe mich mit meinen Mustern auseinandergesetzt. Und ein ganz besonderer Moment war, ich habe vieles im Kopf gewusst, ich habe ja Jesus geliebt seit Kind. Aber wo dann die Liebe, die er für mich hat, ins Herz runtergerutscht ist und ich ihn gespürt habe und seine Berührung einfach erfahren habe, dann hat die Liebe mich wieder ein Stückchen mehr geheilt. Und ich habe gewusst, ich bin wertvoll, ich geliebt. Ich darf die Menschen, die ich liebe und mich so Sorgen machen um sie. Ich hatte manchmal x Träume und habe ich einfach loslassen. Und ich durfte trotz allem selber für mich auch glücklich werden und glücklich sein. Ja, das war mein kurzes Zeugnis. Und ja, der Weg in die Sucht scheint bei vielen Schicksalsschlägen, die wir hören, überhaupt keine Überraschung. Oft sind Menschen so tief verletzt und wir verstehen, warum sie den Weg suchen in die Sucht. Das sind traumatische Sachen, die sie erlebt haben. Und ein Grundproblem wird in Jeremia 2,13 beschrieben. Dort steht: Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser. Und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Die Sucht ist so ein rissiger Brunnen, so eine rissige Zisterne, wo das Wasser nicht drinnen behaltet. Sie halten nicht das, was sie verspricht. Sie ist unzuverlässig. Und die Quelle vom lebensspendenden Wasser haben wir verloren. Wir Menschen haben das Paradies verloren und wir haben uns entschieden für den Weg ohne Gott. Aber seither suchen wir irgendwie. Wir suchen. Gott sei Dank sucht Gott auch uns. Wenn wir uns von Jesus führen lassen und finden lassen, dann verliert unser Suchtproblem an Kraft, weil wir Gott als freimachende Lebensquelle und wahren Trost entdecken. Eine der eindrücklichsten Begegnungen ist die von Jesus am Jakobsbrunnen mit der Frau aus Samaria. Ihr kennt die Geschichte. Jesus ist müde und bittet die Frau um Wasser. Die Frau kann wegen ihrem Ruf nur am Mittag, wenn es ganz heiß ist, an den Brunnen gehen, weil sie ist verachtet. Sie hat viele Männer, sie hat einen Ruf, wo sie nicht mit anderen zusammenkommen darf. Und darum ist sie immer allein Wasser schöpfen. Und da kommt ein Mann. Ein Jude erst noch. Die Samariter und die Juden sind verfindet miteinander und sie war total überrascht, dass sie angesprochen wird. Sie haben dann so ein bisschen reden über das Wasser, über Durst und haben ein tiefes Gespräch angefangen. Jesus hat dann gesagt im Johannes 4,13: Wer das Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, wo ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Die Frau bittet ihn: Gib mir das Wasser. Und da legt Jesus die Finger an ihren wunden Punkt und sagt: Ja, ich weiß, wie dein Leben aussieht. Die Frau wird überführt in diesem Moment. Und sie erkennt: Ja, so ist es, so steht es um mich. Sie legt alles offen an. Sie versteckt nichts mehr vor Jesus. Sie kann es gar nicht, er weiß es ja sowieso. Und das Gespräch nimmt eine ganz tiefe geistliche Dimension. Sie fragt ihn nämlich: Wie kann ich denn Gott anbeten? Die Juden behaupten, man kann Gott nur in Jerusalem anbeten. Also wie soll ich denn überhaupt Kontakt haben zu dem Gott? Und Jesus sagt dann: Es ist nicht so. Die wahren Anbeter sind vom Geist erfüllt und sie leben in der Wahrheit. Und da merkt die Frau: Oh wow, das gilt ja für mich. Ich kann ihn anbeten, wo ich bin, wie ich bin, egal was ist. Sie findet den Zugang, ihren persönlichen Weg zu Gott. Und er hat ihr Herz berührt und es ist für immer verändert. Und sie weiß, der Jesus ist mir nahe. Er ist da und wenn ich von seinem Wasser trinke, dann habe ich nie mehr Durst. Ja, und das ist unser Gebet, dass Menschen aufblühen und leben.
Im Hosea 14,5 heisst es, ich will mein Volk heilen und von Herzen gern begegne ich ihnen wieder mit Liebe und bin nicht länger zornig auf sie. Ich gebe ihnen neues Leben. So wie der Tau die Blumen zum Blühen bringt. Ja, sie werden blühen wie eine Lilie. Und die Wurzeln werden so stark sein wie die Wurzeln der Bäume auf dem Libanon. Sie werden wie ein prächtiger Ölbaum sein und die Zweige werden weit austreiben, wie eine duftende Zedere auf dem Libanon. Das ist unser tägliches Gebet, dass Menschen einfach in der Begegnung von Gott so geheilt werden können. Von ihren Süchten, von ihren Verletzungen. Und die Sucht soll nicht ihre kostbare Lebenszeit verschwenden. Das ist ein Statement von einem Gast. Für mich ist Hope der Grundstein für Jesus. Der Alltag fängt mit dem Gebet an, das uns die ganze Woche begleitet. Gemeinschaft miteinander, Erlebnisse austauschen, das bedeutet mir sehr viel. Ich arbeite gerne im Hope in der Küche. Der einzige Weg, um aus der Sucht zu kommen, du brauchst etwas Besseres. Du brauchst die himmlische Berührung und Heilung im Herzen. Oder Christa würde sagen, du brauchst eine neue Sucht. Ja, also eine neue Sucht in dem Sinn, verlieb dich in Jesus. Weil die Liebe Jesus erfüllt die leeren Stellen aus. Wie es Deborah schon gesagt hat, wenn wir angeschlossen sind, andocken an dieser lebendigen Quelle, die einfach quillt, haben wir auch immer noch genug zum Weitergeben. Jesus Christus erfüllt aus. Oft sagen mir Menschen, oh, wenn ich Jesus annehme, vor allem manchmal auch Junge, oh, dann muss ich das aufhören, das aufhören oder was auch immer. Falsch. Wenn man anfängt mit Jesus, am Anfang ist man auf einem breiten Weg, wenn man die zwei Wege noch anschaut, wenn man auf dem Weg ist, ja, dann wird der Weg immer schneller und am Schluss ist tot, Ende aus die Maus. Wenn man aber durch den Weg, Jesus Christus, wo der schmale Weg ist, reingeht, oh Halleluja, dann fängt man an, Jesus kennenlernen. Man fängt ihn an kennenlernen als der Retter, als der Heiler, als der Befreier, als der beste Freund, als der den Trost gibt. Man fängt ihn an kennenlernen, man verliebt sich in ihn und wenn wir angeschlossen sind an dieser Quelle, dann dürfen wir frei bleiben und frei sein und dürfen immer weitergeben, das Evangelium weitergeben. Und das ist auch die Botschaft, die wir im Hope immer haben. Wir haben Hoffnung für Menschen. Egal. Wir haben den Eindruck, dass wir jetzt gerade uns den Moment Zeit nehmen sollen, um für Menschen zu beten, die gerade mit solcher Sicht am Kämpfen sind. Der Ani ist zu mir gekommen. You can come on stage now. Sie ist zu mir gekommen und sie hat gesagt, sie spürt den Heiligen Geist, wie er sie dazu auffordert, dass sie soll und darf für euch beten. Ich tue für sie übersetzen, sie redet in Englisch. Ihr dürft nochmal aufstehen für diesen Moment. Können das andere Mikrofon? Strong sense that the Holy Spirit wants to break addictions. And in listening to that, you might not think that you've got a drug addiction. Sie hat, ich habe eine sehr starke Überzeugung, dass Gott heute Morgen möchte die Kraft von der Sucht sprengen. Und vielleicht hast du ja nicht so eine Standard-Sucht. But we all struggle with some sort of addiction. Aber viele von uns kämpfen mit einer Art von Sucht. And there's anointing in this place this morning to break that addiction. Und heute Morgen ist der Heilige Geist da und verspricht, dass er heute Morgen die Sucht, was immer es möchte sein, möchte brechen. You know what that addiction is. Du kennst dein eigenes Herz, du kennst die Sucht, die in deinem Herzen It's ist. between you and God. Es ist zwischen dir und Gott. But you got to believe God to break that addiction this morning. Aber du musst heute Morgen glauben, dass Gott da ist und die Sucht in deinem Leben möchte brechen, die So Macht can we in deinem pray? Leben möchte brechen. Wir beten zusammen. Yeah, let's pray. Lord Jesus, we come to you this morning.
Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, because you're the great I am. weil du der grosse Ich bin, der ich bin And there's bist. no other way but your way. Und es gibt keinen anderen Weg als dein Weg. And we surrender to your way this morning. Und wir geben uns deinem Weg hin heute Morgen. We ask you, Jesus, Und wir fragen dich, Jesus, to break every bondage, every addiction in this room in Jesus' name. dass du jede Macht und jede Sucht, die Herrschaft hat über uns, brichst in There's deinem Namen. nothing too big for you. Es gibt nichts, was zu gross ist There's für dich. nothing impossible with you. Gibt nichts, was unmöglich ist für dich. To us, the mountain looks too big. To us, the mountain looks too big. Es gibt keinen Berg, der zu gross ist. But to you, it's not. Aber für dich ist er nicht zu gross. We give it to you this morning. Wir geben es dir über We heute give you this Morgen. addiction. Wir geben dir diese Sucht And we just release it this morning in Jesus' name. und wir sprechen Freiheit aus It's heute not Morgen in ours. Jesu Namen. It does not belong to us. Es gehört nicht zu uns It is gone in Jesus' und name. wir sprechen Freiheit God, we aus. Wir thank sprechen aus, you dass es muss weg sein in Jesu Namen. Und wir for- danken dir For new life. für neues That Leben, we walk out of here victorious today. dass wir heute Morgen Because we siegreich are da raus free dürfen from this laufen. addiction. Weil wir Freiheit In erlebt Jesus' haben. name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir singen nochmal ein Lied.